Pass auf, da haben wir jetzt. Herzlich willkommen. Wer ist? Der Ingo, der Wirt. Willkommen in der Klippenschenke, Fremder. Diego hat gesagt, du weißt, wo ich ihn finden kann. Diego? Der war hier, ja, aber ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Er hat sogar noch eine Rechnung offen, was gar nicht seine Art ist. Diego ist verschwunden? Von einem Tag auf den anderen. Vielleicht hat es mit dem Streit zu tun. Mit welchem Streit? Diego hat sich mit dem Berater des Barons gestritten. Ich glaube, es ging um Steuern. Wo finde ich den Berater des Barons? Na, beim Baron natürlich. Und wo finde ich den Baron? In seiner Zitadelle im Zentrum der Stadt. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Okay, guter Mo. Alle Gegenstände. Achso, der rote Brotzeit. Brotzeit habe ich hergegeben. Ich meine, ich bin ja ein fleißiger Sammler. Pass auf, der Baron. Der befindet sich in der Zitadelle. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Da haben wir den Schmied. Herr Schmied, sind wir daheim? Oh, pardon. Frau Schmiedin. Rhonda. Ich bediene mich ein bisschen, gell? Gehört dazu. Mann, es juckt da keinen. Ein Rubin. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Vulkanglasschwert, das Rezept. Arena-Klinge des Feuers. 2500, oh. Aber ich könnte, warte mal. Mein Krempel. Kulthauts Beil, das wollte ich mir noch. Ivys Bogen. Den brauche ich ja nicht mehr. Ja gut. Eine Perle. Weg damit. Brauch keine Perlen. Ein verfallter Opfe. Kann auch haben. Ja gut. 2500 krieg ich nichts haben, gell? Ein Wachposten. Da ist die Schenke. Das dürfte der Alchemist sein. Ja? Worgan. Ja, pass auf, guter Mo. Bevor wir plaudern, plündert die erst einmal. Seht das? Die Armschienen der Schamanen. Elixier des Adlerauges. 4 Mal braucht es. Eisen jetzt 24 Mal. Ein Rubin hätte ich. Elixier des Adlerauges. Du so, mein Alchemist. Hast du sowas? Was willst du? Willst du in die Geheimnisse der Alchemie eingeweiht werden? Ich kann dich lehren, mächtige Tränke zu brauen. Schaden kann das nicht. Ausgezeichnet. Eine Hand wäscht die andere. Als mein Lehrling musst du zuerst eine Kleinigkeit für mich erledigen. Das war ja klar. Was soll ich für dich tun?
Ich habe Hem, meinen Assistenten, losgeschickt, ein Experiment durchzuführen. Er müsste längst zurück sein. Unfähig ist er, der Bursche. Einfach unfähig. Ich brauche jemanden, der nach dem Rechten sieht. Na schön. Ich will mal sehen, was mit Haim passiert ist. Ausgezeichnet. Wenn er noch am Leben ist, gib ihm eine Ohrfeige. Mach ich. Wo soll ich nach ihm suchen? Ich habe den Tölpel nach Osten geschickt. In die Nähe von Oktars Farm. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Pass auf. Elixier des Adlerauges. Scheiße. 250? In Wucher. Wollt ihr Adlerauge oder Nachtaugen? Warte mal. Adlerauge. Pass auf, selber kann ich es nicht brauen, gell? Wer ist Wenigstens freut sich das Gemüse. Bürger. Ja so, jetzt bist du schon wieder. Denen da oben macht das wohl Spaß. Was sagt er? Er schimpft. Scheiß Regen! Finde Hem. Und er befindet sich in der Nähe von Oktars Hof. Aber erst einmal möchte ich zum Baron. Du, warte mal. Die unheimlichen Nachbarn. Willkommen. Wer ist Gerig, der Kuriositätenhändler? Kann ich dir helfen? Lass mich raten. Oktar schickt dich. Ich fürchte, seine Schreine sind noch nicht eingetroffen. Wegen des Krieges, du verstehst? Niemand schickt mich. Schon gar nicht Oktar. Verzeih, ein harter Knabe wie du. Ich dachte, du seist einer von Oktars Schlägern. Soll das ein Kompliment sein? Aber ja, jemanden wie dich kann ich gerade gut gebrauchen. Wenn du mir hilfst, habe ich etwas Nützliches für dich. Du brauchst Hilfe? Worum geht's? Aus einem Haus nebenan, im inneren Stadtkreis, sind nachts gedämpfte Schreie und Stimmen zu hören und die Fenster leuchten rot wie Blut. Ich würde ja selbst nachschauen, aber ich habe Angst. Was ist mit der Stadtwache? Sie haben mich ausgelacht. Mich. Die Leute heutzutage haben keinen Respekt mehr. Ich schaue mich mal für dich in dem unheimlichen Haus um. Das ist leider nicht so einfach. Ohne den Schlüssel des Vermieters kommst du nicht rein. Und der Vermieter hat keine Manieren. Mit Rüpeln werde ich fertig. Wer ist es? Wachmann Chuck. Er ist für das Lager der Wache verantwortlich. Direkt rechts, neben dem Haupttor. Soll ich mich mit der ganzen Wache von Stuart anlegen? Nein, nein, keine Sorge. Niemand mag Chuck. Selbst seine Kollegen werden sich freuen, wenn du ihm eine Lektion erteilst. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Der Gerig, wo sind ihr? Zauber. Ja gut. Ich zaubert lieber mit dem Schwert, gell? Das kann ich besser. Warte mal. Neben dem Haupttor. War doch gleich da unten. Oh nein. Hey Ladies. Kennt ihr mich schon? Oh. Da habe ich die gute Frau erschreckt. Es wird ja immer schlimmer. Meine Wäsche. Aha, das ist Chuck. Moment. Scheiße. Habe ich keinen Dietrich? Raus hier, Bengel! Verpiss dich! Sachte, sachte, Chuck. Deine Hilfe ist gefragt. Bist du übergeschnappt?
Was willst du, 3 Käse hoch? Gib mir einfach den Schlüssel zu deinem Haus, dann bleibst du schmerzfrei. Hör ich nicht recht? Du willst den Schlüssel zu meinem Haus? So ist es. Ich habe ein Hühnchen mit deinen Mietern zu rupfen. Was gehen dich meine Mieter an? Bist du total bescheuert? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn ich mit dir fertig bin, verfüttere ich dich an die Schweine! Ah! Ui, ey, Prüglerei darin. Hilft nicht. Was schon nur? Scheiße, Scheiße! Hör auf! Wer ist nun Schweinefutter? Her mit dem Schlüssel. Hier ist er. Viel Spaß mit den Mietern. Den werde ich haben. Die werden dich umbringen. Einfach so. Das würde dir gefallen, was? Darauf kannst du einen lassen. Okay, Leute. Jetzt habe ich den Schlüssel zu Jacks Haus. Mit den bescheuerten Mietern. Das da oben? Da weißt du nicht. Soll ich so später eine Stunde aufschauen oder am Tag auch? Ich schau mir nach, gell? Schaut da nicht. Vielleicht ist ja jemand daheim. Hey, ihr Mieter, ich bin's. Der Gerichtsvollzieher. Oh, nur los. Den fress ich zum Frühstück! So. Jetzt gibt's aufs Maul! Die Deppen vom Belia-Kult. Brauchen wir gleich. Die hüten doch gerade ihre schwarzen Messen ab, gell, die Säcke. Pass auf, Krempel. Er ballert. Der Kuttenbrunzer. Seht das? Und schon hat der Kutten kaut. Scheiße. Wollte dringend einen Dietrich, gell? So gehen mir die ganzen Goodies flöten. Pass auf, die unheimlichen Nachbarn. Wo war der Gierig? Kann ich dir helfen? Hast du Neuigkeiten? Was war da oben los? Das war ja das reinste Wespennest. Tatsächlich. Ich glaube, das war ein Belia-Kult. Kranke Kerle, nicht von dieser Welt. Das ist ja schlimmer, als ich befürchtet habe. Wir müssen sofort die Wache benachrichtigen. Nicht nötig. Sie können ihrem Gott jetzt vor Ort die Füße küssen. Ha, gute Arbeit. Wenn ich nur daran denke, dass ich sie zu Nachbarn hatte. Hier, deine Belohnung. Die hast du dir redlich verdient. Als ich letztens bei dir war, hast du was von Schreinen gesagt. Verkaufst du welche? Oh, aber sicher. Ich verkaufe alles. Oktar zum Beispiel will einen prächtigen Innersschrein aus Gotha und einen reich verzierten Belia-Schrein aus Bakaresch. Der gute Mann weiß gar nicht, wohin mit seinem vielen Geld. Beschwörst du damit nicht den Zorn der Götter herauf? Ich habe die Götter mein Leben lang studiert. Und eins kann ich dir sagen. Sie kümmern sich nicht um Kleinigkeiten. Du bist ein Priester? Ein Gelehrter. Ich kann dir Sachen über die Götter erzählen. Da rollen sich bei den Priestern die Fußnägel hoch. Immer nur an einer Seite der Münze interessiert. Das sture Pack.
Die ganze Wahrheit wollen sie nicht hören. Das ist ein Sakrileg. Ah, das tue ich schon seit über 20 Jahren. Wenn die Götter zürnen, dann lassen sie sich Zeit. Was ist, Junge? Willst du ein wenig verbotenes Wissen über die Götter hören, hm? Angst vor Innos Zorn? Über die Götter, runterbeuten. Religionsunterricht brauchen wir gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Stufenaufstieg gekriegt. Scheiße, eigentlich wollte ich zum Baron gehen. Ja, der Gorn. Halt, Kleiner. Was willst du hier? Ich will zum Baron. Was gibt's da zu lachen? Schau, Kleiner. Der Baron ist der Baron. Der empfängt nicht jeden. Warum sollte er dich empfangen? Ich muss ins Bluttal und brauche seine Erlaubnis. Du willst im Bluttal kämpfen? Du? Du hast ja nicht mal Muskeln. Ich will nicht kämpfen, ich will zum Silbersee. Vergiss es, Kleiner. Ich lass hier keinen durch, auch dich nicht. Aber warte mal. Wenn ich dich so anschaue, bist du nicht der Junge aus Feschir, der mit Diego nach Agan gekommen ist? Du kennst Diego? Da staunst du, was? Diego ist ein Freund von mir, ein guter alter Freund. Hat mir von dir erzählt, bevor sie ihn eingekerkert haben. Diego ist im Kerker? Kaum zu glauben, was? Sonst sitze ich im Kerker und er holt mich raus. Jetzt ist es umgekehrt. Willst du mir helfen? Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich brauche keinen Plan, ich habe meine Axt. Aber Diego meint, ich soll warten. Er glaubt, die Sache klärt sich auch so. Geh doch mal in den Kerker und sprich mit ihm. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Komm ich da einfach so rein? Sag Aldrich, dem Wärter, dass ich dich geschickt habe. Sag ihm, wenn er dich nicht durchlässt, bekommt er einer aufs Maul. Und wie komme ich zum Kerker? Lauf die Treppe hier runter und nimm dann die nächste Treppe rechts. Immer weiter runter, bis du Aldrichs hässliche Fresse siehst. Warum sitzt Diego im Kerker? Er hatte einen Streit mit Meermund, der rechten Hand des Barons. Seither ist Meermund verschwunden. Die Männer des Barons glauben, Diego habe ihn ermordet. Warum hat sich Diego mit Meermund gestritten? Meermund hat herausgefunden, dass Diego immer mal wieder Geschäfte hier in der Stadt macht. Er wollte ihn besteuern. Das hat sich Diego nicht gefallen lassen, ist doch klar. Glaubst du, Diego ist schuldig? Wenn Diego jemanden tötet, dann ganz offen im Zweikampf. Aber heimlich ermorden? Niemals. Was meinst du, ist mit Meermund passiert? Ich sage, es waren die Rebellen. Sie haben sich Meermund geschnappt, um Baron Renwick zu schwächen. Was hat es mit diesen Rebellen auf sich? Die werden vom Bruder des Barons angeführt. Der Junge heißt Hertan und macht angeblich gemeinsame Sache mit Robar.